Heute bin ich der Erste. Heute komme ich nicht spät. Heute komme ich so früh, wie es noch irgendwie geht. Ein bisschen stolz bin ich schon, das ist ganz neu für mich. Der erste, der kommt, bin ich gar noch nie gewesen. Ja, sonst sagt man von mir, der kommt immer zu spät. Kommt immer so spät, wie es noch irgendwie geht. Wegen dem rennt man immer die Zeit hinein. Der Tram, der Termin und der Zeug hinein. Ja, seit es den gibt, ist das immer so gewesen. Doch heute bin ich der Erste. Was macht man da nur? Man steht ein bisschen rum und schaut ein bisschen auf die Uhr. Man drüllt ein bisschen Däumen und wird langsam sauer. Das Warten, das stresst dann ja schon ein bisschen auf die Uhr. Doch, heute bin ich der Erste. Und schon geht's mir schlecht. Ich warte auf zweite und dritte erst recht. Auf vierte und fünfte und letzte gerade auch. Auf alle, die pennen und alle im Stau. Und auf die ohne Pläne. Auf die ohne Stress. Auf die dann ungefähr so more or less irgendwann schon noch ganz gemütlich ankommen. Und sicher nicht hetzen und sicher nicht rennen und ganz sicher eine ganz blöde Ausrede haben. Ja, wir Ersten, wir warten ein Leben lang auf Dertig wie mich, ohne Pünktlichkeitsdrang. Und warten die Auto in Beizen und Gang an Treffpunkten, am Kiosk, in Halle und Peng. Ist das Leben vorbei. Und was haben wir gemacht? Haben gewartet zum Morgen und gewartet zum Nacht. Sind immer ein bisschen zu früh und merken erst spät, dass während dem Warten ja das Leben vergeht. Haben gewartet auf mich, haben gewartet auf mich, haben gewartet aufs Glück, haben gewartet auf dich. Du, ich komm nicht mehr zu früh. Nein. Ich komm lieber zu spät. Ich komm viel lieber zu spät. Danke, merci. Danke, Familie Noser, dass ihr gekommen sind heute. Das ist extrem ein freudiges Ereignis für mich. Auch danke für den schönen Applaus. Zum Wohl. Der wunderbare, süße, führerische Klang von, ja, wenn ihr so geführt, aber doch sehr impulsiv eure Handinnenflächen aufeinander tätschen lasst, das macht einem schon süchtig. Ja, für uns Kleinkünstler ist das wie eine Droge und momentan sind wir total auf Entzug. Ja, ich meine, würdet ihr für mich unter Umständen, jetzt ist es ein bisschen peinlich, aber einfach mal einen Zusatzapplaus noch geben, einfach noch drüber rein, so als ja, danke schön. Gut. Es fährt einem eben extrem ein, wenn man es schon lange nicht mehr konsumiert hat. Das ist, ich spiele ja seit 6 Wochen nur für mich, oder? Für mich allein, ich bin der Einzige, der zulässt und ich bin ein schlechtes Publikum, ich gebe es zu. Von mir hörst du nur so eine Grantig, ja, hör mal schön Holzer, du kannst nichts Neues. Ja? Spiel doch mal einfach etwas anderes. Spiel doch mal etwas von jemand anderem, von den Stones oder von den Beatles. Oder sing doch mal, weißt du was? Sing doch mal einfach nichts, Schönholzer, zur Abwechslung. Oh, und wenn du Gitarre musst, dann sing doch, oder nein, dann spiel doch einfach so ein klassisches Stückchen, oder? Wenn wir dir auch nicht die ganze Zeit zulassen, Schönholzer, sage ich mir. Ja, und dann spiele ich halt so etwas Klassisches. Man muss irgendwie auskommen mit sich selber.
Ist ja noch hübsch, oder? Es gibt Melodien, die erinnern einen an ein Chateaubriand bei Kerzenlicht. Ja, in einer Lampe. Und gerade das Lied da, das erinnert mich an einen Abend mit meiner Frau. Ja, man hat uns die Mäntel abgenommen und nett zum Tisch hinterher geführt. Und ich grüße noch das etwas jüngere Paar am Tisch nebendran. Und ich sehe sofort, dem Paar am Tisch nebendran geht es schlecht. Und ich denke so, für mich, du liegt das echt an den Kindern, die es eben noch nicht haben, die beide schon so lange gern wollen. Ja, oder liegt es an den Kindern, die es eben schon haben, die so viel zu tun und zu denken geben. Und egal was es ist, ich merke extrem, denen haben sie extrem Probleme. Und um was es dort geht, das lässt mir keine Ruhe. Und ich höre dem Paar mit einem Ohr zu. Und meine Frau am Tisch vis-à-vis von mir sagt Markus, hey, was ist mit dir? Du hörst mir ja gar nicht zu. Und ich sage, hä? Doch, ich tue schon hören, aber das Paar nebenzu, das hat gerade einen Puff, das lässt mir keine Ruhe. Und jetzt hört meine Frau die Probleme denen auch. Und wir hören dann drückt, was die beiden bedrückt. Und wir merken ganz geschwind, da geht es nicht um Kind. Ja, das ist etwas wegputzen und Ziggis und Essen und aufstehen am Morgen und Wäsche in einer Tasche. Und sowieso sage ich es nur sie, die alles denken, das hätte keine Zukunft. So. Ja, und wir essen und trinken und hören in Ruhe dem Kehr an dem Tisch nebendran ein bisschen zu. Da merke ich, dass die Leute an einem weiteren Tisch uns anschauen und sich ein bisschen fragen, was ist eigentlich mit denen? Warum sind die so still? Warum lächeln sie denn nicht und schweigen so viel? Das ist mir jetzt peinlich. Das ist mir nicht recht. Ja, jetzt meinen die zwei, uns zwei, geht es schlecht. Ja, jetzt meinen sie denen, wir sagen ein Paar, das halt in der Ehe nach so vielen Jahren gar nichts dem anderen zu sagen hätte und darum nur noch grantig geschwiegen hätte. Dabei sind wir beide, ja, das ist so klar, in Sachen Beziehung ein Vorzeigepaar. Und um denen zu beweisen, wie gut es uns geht, mache ich mit der Frau spontan ein bisschen Smalltalk und hoffe, dass die dort am Tisch sehen, wie wahnsinnig glatt wir es hier gerade haben. Doch statt mit mir zu reden, faucht meine Frau an. Es sei ganz spannend am Tisch nebendran, bis endlich still, gib endlich Ruhe, sonst hört man nicht reden am Tisch nebenzu. Ja, und ich hocke auf die Schnurren, obwohl ich nicht will. Und an unserem Tisch ist es mucksmüsli still. Jetzt schauen sie mit diesen Fangs mitleidig an. Die meinen jetzt sicher den armen Ehemann. Das kann ich nicht haben. Ich gehe zu ihnen am Tisch und ich sage ihnen ganz nett, wie die Sachlage da ist. Ja, es sagen nicht wir, die Puff haben, eben Puff haben die am Tisch gerade daneben. Die haben es schwierig, die haben es schwer. Sie haben das Knie und sie haben das Kehr. Ja, und wenn sie mehr wissen wollen, ja, dann sollen sie doch jetzt zu uns an unserem Tisch sitzen. Ja, es hätte noch Platz und man höre dort gut, was sich an dem Tisch nebendran so tut. Zuerst waren sie ein bisschen scheu. Ja, zuerst haben sie sich geziert, aber ich habe sie nicht zu uns übergeführt. Und so sind wir zu vierten noch stundenlang gesessen, haben zugelassen und miteinander Crème Brûlée gegessen. Und live können sehen, wie am Nachbarstisch eine Partnerschaft endgültig zu Ende gegangen ist.
Ja, und dann haben wir gezahlt und dann sind wir heim. Ja. Danke. Manchmal sage ich mir, und ich sage mir sehr deutlich, manchmal sage ich mir, hör mal Schönholzer, warum singst du nicht einfach einmal ein fröhliches Lied? Etwas Positives. Nicht immer so Lieder über irgendwelche gescheiterte Beziehungen, die irgendwo in einer Landbeiz dann traurig enden. Nein, sing doch mal etwas Schönes, Schönholzer, ja? Sing doch einmal von der wahren Liebe, von Sehnsucht oder von tiefen Gefühlen oder irgendwie, ja, von goldigen Ehering. Oder wie wär's einmal mit einem Happy End, oder? Könntest du doch auch mal bringen. Hey, sing doch du mal, Schönholzer, sing doch du mal das Lied. Weißt du, von diesen beiden, er ist total verknallt in sie, aber sie tut wieder mal nicht der Gleiche, gell? Er nimmt allen Mut zusammen und geht zu einer anderen. Genau. Sing doch das Lied. Das ist ein schönes Lied. Ich bin monatelang überhaupt nicht sicher gsi. Bin ich nur ihren Kumpel oder liebt sie mich? Frag mich, schaut sie dich so an, weil du ihr wichtig bist? Oder nur, weil sie ein bisschen kurzsichtig ist? Und wie mich das schaurig plagt, stell ich die entscheidende Frage. Und plötzlich ist dann alles klar. Wie sie kommt mit mir in Do It. Schaut das Werkzeug mit mir an. Ja, sie kommt mit mir in Do It. Sie hat gestrahlt und gesagt, ja. Ja, sie kommt mit mir in Do It. Ist das nicht eine tolle Frau? Und sie sagt mir dort im Do It. Du, in Jumbo kennt die auch. Und am nächsten Tag im Do It haben wir uns dann geschüsst. Zwischen deinen Sechskantschlüsseln und der Bohrmaschine geküsst. Und seither gehen wir etwa noch am Samstag schnell ein bisschen recherchieren beim Senkkopfschraubengestell. Und zwischen Kötter und Blechscheren kann ich ihr die Welt erklären, du. Ich bin noch nie so glücklich gsi. Wie sie ist mit mir in Do It. Zu der Hartlackfarbe gekommen. Und bei dem Möbelgriff im Do It. Hat sie gesagt, sie liebt mich so. Und sie steht mit mir im Do It. Grad beim feinen Schleifpapier. Und sie sagt mir dort im Do It, meine Zukunft ist mit dir. Darum war es ein Schock, wo sie gesagt hat, sie käme nicht mehr. Eine Beziehung brauche ich Opfer, es sei ein Geh und Nee. Und sie käme sicher nicht mehr mit in so einen huren doofen Do-It-Shop. Ausser die käme jeden Mittwoch mit in Lindy Hop. Ich habe mich gedreht und habe mich gewunden. Habe viele Ausreden erfunden, aber es hat dann alles gar nichts genützt. Seitdem tanzen wir am Mittwochabend Lindy Hop. Und ich seufze vor mir hin und träume still. Vom Samstag, wenn wir endlich dann im Do-It-Shop so viele Kercher können anschauen, wie ich will. Aber die Liebe muss man sehen.
ist nicht nur Nähe, es ist Gehen. Das habe ich gelernt. Und wir geben uns so unendlich viel. Und wir gehen nach so vielen Jahren, immer noch miteinander in Do-It. Heute gibt es einen Fräsmaschine, einen Auflagstisch. Und ich tanze inzwischen hure gut Lindy Hop. Du, wenn das nicht Liebe ist, ja, wenn das nicht Liebe ist, wenn das nicht Liebe ist, wenn das nicht Liebe ist. Merci. Danke vielmals, Familie Noos. Noch eins. Für das haben wir noch Zeit. Nach dem 50. Sprung vom 5-Meter-Brett. Yippie! Nach der 80. Fahrt durch die Geisterbahn. Juhu! Nach der x-ten grossen Liebe. Yippie! Ja, da werden die Sinne ein bisschen stümpfer und die Haut wird ein bisschen dicker und man sehnt sich nach früher, wo man all die tollen Gefühle das erste Mal hatte. Ja, man geht auf die Suche nach neuen, noch grösseren, noch geileren Gefühlen. In der Hoffnung, sie fahren ein. Damit das Leben wieder schmeckt und brennt, wie als man jung war. Du, 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 du. Probiert es mal mit diesem neuen Gefühl. Steht am Morgen früh auf. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen am Horizont. Und ihr schleicht noch mit den Finken an über zum Nachbarn. Der hat seit neuestem einen Hühnerstall. Und ihr klaut dort ein Ei und schleicht mit dem Ei wieder heim. Und geht mit dem Ei in die Küche. Nehmen das Glas und trennen vorsichtig Eigelb vom Eiweiß. Und mit dem Ei im Glas in der einen Hand, mit einem Pinsel in der anderen Hand, gehen ihr raus auf den Balkon, hocken in den Liegestuhl, rugeln das Liebli auf und pinseln den Bauch von zuoberst bis zuunterst mit Eigelb. Und die Sonne, die inzwischen am Horizont aufgegangen ist, brennt auf eurem Bauch und trocknet das Eigelb aus. Und währenddem das austrocknet, zieht euch die Haut zusammen auf dem Bauch. Und vor euren eigenen Augen wird euer Bauch 100 Jahre älter. Vor euren eigenen Augen habt ihr plötzlich so einen Runzelbauch. Und ihr denkt, wow, was ist denn das jetzt? Was ist jetzt da? Was? Du, hey, das ist ein ganz neues Gefühl. Das ist ein ganz neues Gefühl. Und beim Anschauen von dem neuen Runzelbauch, den ihr jetzt habt, denkt ihr, oh, vielleicht bin ich früher ein Elefant gewesen. Ja, in der Kalahari habe ich über meine Herde gewacht. Und wie einer ist zu nachgekommen, der ist sofort dran gekommen, gegen dich ist keiner nachgekommen. Ja. Und das ist ein ganz neues Gefühl. Das ist ein ganz neues Gefühl. Am nächsten Tag nehmen wir den neu entdeckten Elefanten neu gerade mit ins Büro. Gerade mit ins Chefbüro. Gerade mit an die Lohnverhandlung. Stehen vor dem Chef an.
Verteidigt euer Revier, lasst nichts an euch herankommen und sagt all das Zeugs, was sich über Jahre hinweg in euch innen angestellt hat. Und das ist ein ganz neues Gefühl. Yeah, das ist ein ganz neues Gefühl. Und am nächsten Tag, wenn ihr ins Büro kommt, liegt ein Brief auf eurem Pult. Macht den Brief auf, dort steht drin, ja, wir danken dir für deine offene und ehrliche Art und dein Pult muss bis zum 10 Uhr geräumt sein. Und wir wünschen dir alles Gute auf dem weiteren Lebensweg. Ja, das ist jetzt irgendwie ein Hurenseich. Das ist jetzt irgendwie oberoffen gemeint. Das ist doch irgendwie nach so vielen Jahren in diesem Büro und allem, was du denen gegeben hast, der Abgang jetzt. Ich weiss auch nicht. Und was mache ich jetzt eigentlich morgen? Was macht man jetzt übermorgen? Was macht man eigentlich übermorgen? Hey, das ist ein ganz neues Gefühl. Das ist ein ganz neues Gefühl. Danke vielmals, merci vielmals. Es hat gut getan, wieder mal Applaus zu hören. Schön, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und ich hoffe, dass wenn ich im November da komme, spielen kann, dass es dann noch mehr Leute hat. Also, habt euch Sorge. Schönen Abend noch.